Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Leute, diesmal zum 16. Bundesligaspieltag in Gladbach 1:0 gewonnen. Natürlich völlig verdient gewonnen. Ja, ich denke, das steht außer Frage. Wie das Tor zustande kam, vielleicht ein bisschen glücklich. Ja, da gehe ich mit. Chancen haben wir genug gehabt. Guter Torwart. Viele individuelle Schwächen. Ja. Bevor wir ein bisschen genauer reingehen, bevor ich in die Spielerbenotung gehe, wie immer der Hinweis, Leute, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, abonniert gerne den Kanal. Damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Ja, und damit gehen wir mal rein in den Bums. Also erste Halbzeit war es, Fußball in eine Richtung. Es hat nur eine Mannschaft Fußball gespielt, eine Mannschaft hat versucht, kein Tor zu kassieren. Torschuss gab es nicht von Gladbach. Chancen gab es nicht von Gladbach. Ecken gab es nicht von Gladbach. Gladbach hat einfach nicht stattgefunden. Gladbach hat stark hinten verteidigt. Ja, hat sich reingehauen. Aber irgendwie nach 25 Minuten hatten wir 70% Zweikampfquote, 80% Ballbesitz oder über 80%. Das denke, das sagt alles aus. Wir haben ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht in der ersten Halbzeit. Wir haben halt einfach das Tor nicht gemacht. Ja, beziehungsweise haben uns jetzt auch nicht irgendwie 3, 4, 5 klare Chancen erspielt. Wir haben 2 Chancen gehabt. Einmal Leon, den er gut runtergepflückt hat, dann mit links verzogen hat. Und das andere war, glaube ich, Thomas Müller. Ne? Thomas Müllers Ding, ja, musst du halt machen. Ja, Punkt. Musst du machen, das Ding da unten in die Ecke mal ein bisschen gezielter reinschieben und dann ist alles gut. Ja. Also erste Halbzeit, ja, haben wir das Spiel völlig unter Kontrolle gehabt. Keinerlei Probleme. Zweite Halbzeit hat Gladbach ein bisschen umgestellt, hat ein bisschen mehr versucht. Ja. Da hatte man auch kurz so den Gedanken, ja, wer weiß, ne? So die erste Viertelstunde. War Gladbach dann auf jeden Fall mal präsenter, haben dann auch ein paar, die eine Torchance von Kleindienst hatte, Kopfball, haben sich dann auch mal 1, 2, 3 Ecken erspielt in der zweiten Halbzeit. Wie gesagt, dann haben wir das Tor gemacht und ja, wie gesagt, das war ein bisschen glücklich. Wir haben danach aber noch allein Leroy Sané eine Torchance aus leere Tor. Aber ja, aus 18 Meter oder 19, da kann man den Ball ja auch nicht aufs Tor bringen, oder? Das ist ja für einen Bundesliga-Profi, der 20 Millionen Jahresgehalt hat, ist das natürlich auch zu viel verlangt. Danach hat der Torwart natürlich noch 2 Chancen gut vereitelt. 1, 2 Kontersituationen haben wir schlecht zu Ende gespielt. Gladbach hat natürlich dann nochmal aufgemacht, alles versucht, dann auch die letzten Minuten. Aber da waren wir wieder souverän die letzten Minuten. Zwischenzeitlich hatten wir mal eine kleine Phase, wo wir Gladbach das Feld überlassen haben, so 5, 10 Minuten lang. Hat auch Eric Dyer mal eine schlechtere Phase mit 1, 2 komischen Entscheidungen, aber Minjay genauso. Aber im Großen und Ganzen haben wir es dann 1:0 gewonnen. Im Großen und Ganzen hat Gladbach sich jetzt auch nicht irgendwie da die großen Killerchancen erspielt. An Torchancen insgesamt 3 Torschüsse hatte Gladbach und davon war einer quer am Tor vorbei. Die hatten halt die Chance von Kleindienst und nach einer Ecke einen Ball, der aufs Tor ging, was da eigentlich gerne hätte Ecke sein dürfen, nachdem man Harry Kane so wegschubbt, dass da nicht ein Offensivfoul gepfiffen wird. I don't know. Ja, aber Schiedsrichter, ganz kurz dazu, Schiedsrichterleistung wie immer unter dem Schiedsrichter kannst du dir nicht angucken. Ja. Der hat immer so Kackzeug da drin, wo er mit zweierlei Maß pfeift. Ich meine, wir können uns heute nicht beschweren, ja, definitiv nicht. Aber der Schiedsrichter, der ist eine Katastrophe. Ja, dass der Bundesliga pfeifen darf, steht auch nur er selber wahrscheinlich. Aber gut. Wie gesagt, am Ende des Tages verdient gewonnen, war auch ein ungefährdeter Sieg. Wir haben es natürlich lange Zeit viel zu spannend gehalten nach dem 1:0. Ja. Vor dem 1:0 war es natürlich zäh, definitiv. Ja, so die Anfangsphase, zweite Halbzeit, habe ich gerade schon gesagt, gehörte Gladbach so ein bisschen. Danach war es sehr zäh. Wahrscheinlich hätten wir noch, wie man so schön sagt, nochmal 90 Minuten spielen können, hätten kein Tor gemacht. Es musste schon eine Standardsituation her, so ein Elfer. Kontakt war da, war jetzt kein grobes Foul oder sowas beim Elfmeter. Ja, das muss man auch sagen. Aber Kontakt war da, aus meiner Sicht daher ein gerechtfertigter Elfer. Aber natürlich
alles ein bisschen glücklich, ne? Wenn man sieht, ja, welche Torchancen wir bis dahin hatten. Danach, ja, wie gesagt, habe ich ja gerade gesagt, Gladbach war offener, wir haben mehr Chancen, wir haben mehr Räume gehabt, wir haben gute Chancen gehabt. Wir haben das zweite Tor nicht gemacht. Harry Kane hat mitgeackert nach hinten wie ein Löwe, wie ein Bär. Das hat mir gut gefallen, aber bevor wir jetzt in die Spielerbenotung gehen, werfen wir mal noch einen Blick in die Statistiken zum Spiel. Gut, ich aktualisiere nochmal den Bums hier, bin ja immer kurz nach dem Spiel hier am Stissel. Also, laut unserer Website hatten wir 67:2 zu 33% Ballbesitz, Abseits 1:1, Fouls 10:7, Zweikampfquote 50:50, Schüsse aufs Tor 0:10. Ja gut, aufs Tor, ja. Schüsse insgesamt 5:23, Ecken 4:10, angekommene Pässe 250 zu 584, Flanken 3:26. Ist richtig, wir haben heute sehr, sehr viele Flanken geschlagen, kommen wir gleich noch zu. Schüsse insgesamt, Michael 4, Sané 3, Goretzka 3, Torschussvorlagen haben wir keine, gewonnene Zweikämpfe, Michael 6, Dyer 5, Leimer 5, Ballkontakte 128 Kimmich, 103 Kim, 100 Eric Dyer. Gefoult worden, schenken wir uns wie immer. Zu den Flanken vielleicht noch kurz ein Wort, weil der Wert natürlich schon auffällt. Ja, es hat nicht eine Flanke mal ein Ziel gefunden. 2, 3 waren gefährlich, aber meistens war ein Gladbacher dazwischen. Der Rest war auch einfach schlecht geschossen, muss man ganz klar sagen. Ja. Note Vincent Kompany heute. Gut, also Note Vincent Kompany würde ich heute Note 3 geben. Warum nur eine 3? Fragt ihr euch beim 1:0-Sieg. Weil man wieder stundenlang gefühlt, also ewig lange an Leroy Sané festgehalten haben und die Leistung mal wieder ein Schlag in die Fresse war. Umso länger das Spiel ging, umso schlechter wurde die Leistung, umso lustloser wurde die Leistung. Katastrophe, vor allem wenn man dann danach gesehen hat, mit wie viel Feuer dann Kingsley Coman das Spiel beflügelt hat und auch ein Serge, der direkt da war, heiß war, rein. Ja, man hat auch zu lange am Müller festgehalten, der unsichtbar war in der kompletten zweiten Halbzeit lang. Hätte man auch schon zur Halbzeit oder auf jeden Fall eher rausnehmen können. Ich habe auch gerade erste Halbzeit oder auch bis zum Tor wieder diese Alternative vermisst. Ja. Gladbach hat sich super auf uns eingestellt, hat alles im Griff gehabt. Wie gesagt, wenn wir Torchancen hatten, waren es irgendwelche außergewöhnlichen Dinge von Michael. Ansonsten haben wir keine Torchancen erspielt. Da hat mir die zweite Idee gefehlt einfach. Ja, dass man dann auch mal irgendwie mal ein bisschen was umstellt. Aber gut, am Ende des Tages 1:0 gewonnen, alles richtig gemacht. Von daher aus meiner Sicht Note 3. Gut, ich mache mal eben die Aufstellung auf, damit wir hier nichts verdaddeln. Manuel Neuer, ja, wie wir gehört haben, hat er unter Schmerzen gespielt, mit Schmerzmittel. Ich erwarte auch nichts anderes. Der wird auch in seiner laufenden Karriere nicht mehr ein Spiel ohne Schmerzmittel spielen. Da brauchen wir uns nichts vormachen, denke ich. Manuel Neuer, ja, keine Ahnung. Zu tun hat er nichts gekriegt. Kein Ball aufs Tor. Ja, bei der Ecke, wo dieser Kopfball von Kleindienst war, wäre er zur Stelle gewesen. Ob er gehalten hätte, andere Sache. Laufduelle brauchte er heute nicht. Hat sich einmal wieder, ja, weiß ich nicht, da zu viel Zeit gelassen. Ist zum Glück raus nichts passiert, wo der Kleindienst da war. Von daher eine 3,5 wegen diesem kleinen Lapsus, denke ich. Ansonsten ist es super schwer, Manuel Neuer heute zu benoten, weil, wie gesagt, nichts zu tun. Gut. Weiter geht's mit Eric Dyer. Eric Dyer, ja, hat mir sehr gut gefallen, gerade so auch die Anfangsphase, die erste Halbzeit. Wie gesagt, in der zweiten Halbzeit hat er dann 1, 2 Böcke drin gehabt, wo man die Gladbacher so ein bisschen da ins Spiel gebracht hatte dann aber auch Minjay so ein bisschen seine Probleme, wo Gladbach dann mal ein bisschen offensiv war. Erste Halbzeit, fairerweise, waren beide nicht gefordert. Gladbach war offensiv, hat einfach nicht zugegen. Von daher sehe ich ihn heute bei einer 3-. Ja. Hätte er diese beiden Lapsusse da nicht drin gehabt, dann wäre es für mich in Richtung 2+ gegangen, aber zum Glück ist nichts passiert, von daher denke ich 3- ist völlig fein. Ne?
Dasselbe gilt eigentlich für Min-Jae, obwohl ich Min-Jae ein bisschen stärker gesehen habe wie ein Eric. Von daher kriegt er die 3, aber auch er hatte dann ein, zwei Problemchen, hat aber gerade in der Luft wieder alles weggeräumt, aber das kann Min-Jae auch. Eric hat versucht zu führen, gerade erste Halbzeit hat er viel angezeigt und sowas. Das hat mir gut gefallen. Da muss Min-Jae noch ein bisschen aus ihr rauskommen, aber Min-Jae war heute bis dahin eigentlich, wie gesagt, diese 2 Szenen in der zweiten Halbzeit, die ich im Kopf habe. Ansonsten war es eine sehr, sehr ordentliche Partie von Min-Jae. Gut, kommen wir zu Conny Leimer. Ich musste ihn mal aus dem Mittelfeld in die Abwehr verschieben, dann finde ich ihn schneller. Er spielt ja eh nie im Mittelfeld. Conny Leimer heute wie immer, was heißt wie immer? Ja, ist ja wie immer. Wie immer Rechtsverteidiger. Ja, ist halt das, was Conny Leimer kann. So, ja. Wir haben es 2-3 Mal gesehen über die Seite auch. Da musste Maike schon aushelfen. Conny Leimer wird immer seine Probleme haben, wenn dann ein dribbelstarker Spieler ist, ein technisch starker Spieler. Das haben wir auch heute gegen Gladbach gesehen. Zum Glück nicht so oft, weil Gladbach nicht so offensiv Drang hatte. Nach vorne hin, erste Halbzeit, war Conny noch sehr präsent im Zusammenspiel mit Michael. Zweite Halbzeit hat das ein bisschen nachgelassen. Aber im Großen und Ganzen will ich ihn heute bei einer 3 sehen. Gut, kommen wir zu seinem Pendant auf der anderen Seite. Was ja vom Können her, was die Defensivarbeit angeht, das 1:1 ist. Auch Fonzie Davies, super Probleme mit technisch starken Spielern, hat man heute auch in 1-2 Szenen gesehen. Ansonsten hat Fonzie heute aber oft seine Schnelligkeit ausgespielt, hier nämlich auch in eine Szene, zweite Halbzeit, wo er wirklich in höchster Not noch da war, wo die Innenverteidiger schon raus waren. Hat 1-2 Mal heute den Sprint auch nach vorne, die Laufwege genommen. Ja, hat viel versucht, hat auch 1-2 Flanken reingehauen. Offensiv hat er mir gut gefallen. Das war okay, dafür, dass er mit Leroy Sané auf einer Seite spielen musste. Ja, das muss man so knallhart sagen. Von daher sehe ich ihn heute auch bei einer 3. Gut, dann sind wir bei einem der beiden absoluten Lichtblicke heute. Das ist für mich König Josh. Kimmich war heute gerade erste Halbzeit Dreh- und Angelpunkt dieser Mannschaft. Ja, das trifft es eigentlich am besten. Ja, die Ecken waren heute nicht so geil. Das können wir als Minus nehmen. Aber ansonsten war er Dreh- und Angelpunkt. Was mir heute sehr gut gefallen hat, er war auch dann gerade die Schlussphasen, wo die Ecken waren, war er lautstark da. Er war dieser Führungsspieler da. Er hat die Leute da angewiesen, hat sie zusammengefaltet. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja. Und ansonsten habe ich schon gesagt, er war Dreh- und Angelpunkt. Er hat heute wieder gerade erste Halbzeit das Spiel viel über die rechte Seite aufgebaut. Ja. Fast schon aus einer Rechtsverteidigerposition, aber war dann so halb rechts. Was mir heute sehr gut gefallen hat, er hat halt nicht nur quer und nach hinten und seine komischen Luftbälle gespielt, sondern er hat heute 3-4 Mal den direkten Ball genommen und ihn einfach in die Tiefe gespielt. Ja, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und er ist ja sogar einmal im Strafraum aufgetaucht, wo leider die Flanke nicht durchkam. Sonst wäre er sogar mit dem Kopf noch da gewesen. Von daher für mich Josh heute auf jeden Fall. Ja, ich würde ihn bei einer 2+ sehen. Also bekommt er eine 1- von mir, eine 1,5. Josh war für mich heute zusammen mit Michael die beiden Spieler, die... Ja, es ist richtig, dass Josh dann so zweite Halbzeit auch so eine Viertelstunde abgetaucht ist wie die ganze Mannschaft. Aber danach war er auch wieder der präsente Spieler. Ja, das muss man schon ganz klar sagen. Und die erste Halbzeit war Note 1 von Josh. Ja, das muss man auch mal sagen. Muss man mal neidlos anerkennen. Beim Josh hat man so das Gefühl gehabt, er will zeigen, ja, dass er für einen neuen Vertrag, dass er das wert ist, was er haben will. Und bei Leroy hast du so gemerkt, ja, dass ihn die Situation eher belastet, dass er mit dem Druck gar nicht zurechtkommt. Ne? Um mal das Gegenbeispiel zu nennen. Dann haben wir Leon. Auch Leon hat mir heute gut gefallen. Ja, gibt es wenig zu meckern. 1-2 Aktionen, die schlecht waren, aber 1-2 Aktionen, die wirklich stark waren. Auch die Grätsche, gerade erste Halbzeit, die mir im Kopf ist. Auch die 2 Chancen, die er hatte. Die Laufwege, die er gemacht hat in den Strafraum heute, war gut. Ja.
Defensiv war es auch wirklich okay. Und ich würde sagen, komm, geben wir ihm mal, ich würde ihn bei einer 3 plus sehen, also eine 2,5 für mich. Ich war erst auf eine 3, aber wenn ich das dann mit der Leistung von Conny gleichsetze und Fonsi, dann fand ich es doch nochmal einen Tacken stärker. Auch wenn er teilweise unauffällig war, ja, weil Kimmich Dreh- und Angelpunkt war erste Halbzeit, aber Leon war dann in den Situationen der Abräumer, der er sein musste und auch der die Wege dann in den 16er gemacht hat. Im Spielaufbau war er nicht so eingebunden, ja, obwohl er da auch 2, 3 Szenen hatte. Ja, ich sehe ihn bei einer 2,5. Obwohl es mich gewundert hat, dass er für Pavlovic gespielt hat, aber hat es heute wirklich gut gemacht. Gut, ja, damit sind wir ja auch schon angekommen im Angriff und damit sind wir auch schon angekommen beim nächsten Mann, der für mich heute der Garant für den Sieg war und der für mich auch eine 1,5 bekommt. Ja, abgesehen von Kimmich, der ab und wann halt auch was eingeleitet hat durch einen schnellen Ball in die Tiefe, war es sonst nur Michael Olise, der, ja, wenn wir Chancen erspielt haben, hat er die erspielt. Ja, entweder mit dem vorletzten Pass direkt oder mit dem letzten Pass hat es mit dem Abschluss 1-2 Mal Pech gehabt, dass immer ein Gladbacher dazwischen war. Aber gerade auch erste Halbzeit dann super variabel über die linke Seite gekommen, über die Mitte gekommen, überall gewesen. Das hat mir wirklich gut gefallen. Zweite Halbzeit war es dann ein bisschen positionsgetreuer, aber auch da war er Dreh- und Angelpunkt. Und nicht nur, dass er offensiv der Faktor war, wenn wir Chancen kreiert haben, er war auch defensiv da und hat einen Conny Leimer ausgeholfen. Ja. Und wenn man das mal auf der anderen Seite dann mit Leroy Sané vergleicht, dann wird das wild. Also Michael heute für mich der Mann in der Offensive. Ja. Und die 5, 10 Minuten, die erste Halbzeit durch die Mitte kam, hat mir auch nicht so schlecht gefallen. Ja. Muss ich auch mal ganz klar sagen. So in Richtung, was weiß ich, wenn Musala meint, er will nicht beim FC Bayern spielen, ja dann Hovi, Alter. Ja, es gibt andere Spieler. Grüße gehen da raus an dieser Stelle. Gut. Thomas Müller. Thomas Müller, ja, war Thomas Müller-Niveau heute. Hat sich reingehauen, wenn ich mich an die Grätsche erinnere. Ganz abgebrüht, den Ball da weggespitzelt und dann umgeschaltet. Das ist Thomas Müller. Ja, das ist das, was er kann. Ja, in der Phase waren wir aber offensiv nicht so präsent. Ja, von daher ist es ein bisschen schwer, Thomas Müller da fair zu beurteilen, denke ich. Natürlich muss er die Chance reinmachen. Ja, das war eine 100%ige Torchance, ganz ehrlich. Gerade mit seiner Erfahrung muss er das Ding machen, in meinen Augen. Aber ansonsten hat er sich reingehauen, hat heute auch nicht den Affen gemacht hier mit seinem Anzeigen, Blasülz, ich bin hier der Macher oder sowas. Nee, er hat fürs Team gearbeitet, mit dem Team gearbeitet. War der öfter im Strafraum war wie Harry Kane, weil der sich hat viel fallen lassen, aber ja, von daher für mich Thomas Müller eine 3,5, weil er das Ding nicht gemacht hat. Ja, sonst hätte man ihn heute auch mit einer 2 oder 2,5 bewerten können, muss man ganz klar sagen. Zweite Halbzeit war der Akku leer bei Thomas Müller, was doch okay ist. Gut, als nächstes haben wir Leroy Sané. Ja, Leroy Sané können wir es eigentlich schnell machen. Leroy Sané bekommt von mir heute eine 5,5, weil er 2 Torchancen hatte, die in Richtung Tor gingen. Gut, damit kommen wir zum letzten. Harry Kane. Harry Kane ist heute auch super schwer zu bewerten. Im Offensivspiel, ja, wenn dann aus der tiefen Position, hat er ein bisschen was versucht zu kreieren, was erste Halbzeit fast gar nicht gelungen hat. Zweite Halbzeit hat er 2, 3 Sachen eingeleitet. Ansonsten im Strafraum, um den Strafraum rum, war Harry Kane heute blass. Ja, habe ich selten gesehen im Spiel, dass er so aus dem Spiel war. Hat natürlich dann den Elfmeter wieder in Harry Kane-Manier reingemacht. Das musst du natürlich auch erstmal machen, wenn du so aus dem Spiel bist. Ja, mit nur 18 Ballkontakten. Zweite Halbzeit hat er dann viel gearbeitet nach hinten.
Ja, ich erinnere mich an zwei, wie gesagt, wo es noch eine Ecke gab für Gladbach, hätte nicht geben dürfen, war er der den Ball da verteidigt im eigenen 16-Meter-Raum. Ja, ich erinnere mich an zwei Szenen, tiefes, defensives Mittelfeld. Ähm, Harry Kane hat heute nicht so super fit gewirkt, in meinen Augen. Ja, wieder so ein bisschen schwerfällig, was er schon mal hatte, so eine Phase. Ich denke, er braucht vielleicht noch eine Woche, um wieder richtig frisch zu sein. Hatte sich ja dann in der zweiten Halbzeit auch da nochmal eine Chance fast erarbeitet. Er wäre fast durchgetankt. Ähm, Schwer. Ich sehe ihn heute auch bei einer 3,5. Ja. Auch wenn er das Tor natürlich gemacht hat, was viele nicht gemacht haben. Okay, wir geben ihm eine 3, weil er das Tor gemacht hat. Und weil er auch wirklich stark mit nach hinten gearbeitet hat. Aber vorne war das heute sehr, sehr wenig von Harry Kane. Das muss man fairerweise auch mal sagen. Gut, das waren die erste 11. Gehen wir noch die Auswechselspieler durch. Das waren ja heute nicht viele. Ja. Kingsley Coman, der eine halbe Stunde da war, was wir benoten werden. King für mich heute Note 2. Das war ein sehr, sehr starker Auftritt. Ja, erst recht, wenn du das dann noch ins Verhältnis gegenüber Leroy Sané setzt. Also King war da, hat sich da Zutrauen gehabt, wer den Antritt gehabt, vorbeigegangen, die Flanke, die auch dann zum Elfmeter geführt hat, geschlagen. Danach auch die Seitenwechsel. Er war on fire, er hat das Spiel belebt, er hat nochmal richtig. Wir haben endlich einen zweiten Offensiven gehabt, der wollte neben Michael. Ja, und das hat man gleich gemerkt. Da war natürlich gleich ein bisschen mehr Offensivpower drin. Warum man da nicht einen Leroy Sané rausgenommen hat in der 60. und anstatt einen Thomas Müller, ja, verstehe ich nicht, warum man Leroy Sané nochmal die 13 Minuten in der Mitte geben musste, was absolute Grütze war. Hättest du auch gleich einen Doppelwechsel machen können und Gnabry gleich noch mit reinbringen können. Ja, dann wäre vielleicht sogar noch ein bisschen eher was gegangen, weil auch Serge, den wir nicht wirklich bewerten können für knapp 20 Minuten, war sehr auffällig. Hat ja da auch eine gute Torchance gehabt, den auch wirklich stark gemacht hat. Ja, da gar kein Vorwurf an ihn. Hat der Goalie halt überragend gehalten dann, muss man mal sagen. Ja. Ein Konter haben sie da vorne nicht gut ausgespielt in der zweiten Halbzeit. Das ist auch die Wahrheit. Aber ansonsten war auch Serge eine absolute Bereicherung im Offensivspiel. Ja. Und das sah sogar sehr, sehr gut aus in Kombination mit Michael. Ja. Das war viel Positionsrotation, Dribblings, aber auch direktes Spiel. Das hat mir wirklich gut gefallen. Also, wenn die immer so spielen würden, gerne mehr davon. Ich denke, am Mittwoch wird King in der Startelf stehen. Alles andere wäre eine Katastrophe. Ja. Leroy Sané habe ich ja jetzt nicht viel zu gesagt, habe ich eigentlich auch nicht mehr den Lust groß zu. Nur so viel, das war heute absolut lustlos. Umso länger es ging, umso lustloser wurde er, aber auch gerade erste Halbzeit hat er schon 2-3 Mal wieder abgecheckt, die Arme, und nicht mit nach hinten gearbeitet. Und ich verstehe nicht, warum dieser Spieler dann auf dem Platz bleiben darf. Ja, das ist eine Farce, eine Katastrophe, das ist ein Armutszeugnis für alle anderen Spieler, die hinten dran sind. Zweite Halbzeit, ja, keine Ahnung. Umso länger das Spiel ging, umso lustloser wurde er. Und die Krönung war natürlich dann der Schuss aufs leere Tor, den man dann übers Tor schießt. Ja. Mehr gibt es zu ihm nicht zu sagen. Von daher gehe ich davon aus, dass ein King in der Startelf stehen wird. Und wenn man es mal knallhart sehen muss, auch Serge die erste Einwechselmöglichkeit sein. Ja. Muss man mal ganz klar sagen. Es sei denn, man möchte irgendwie Michael schonen oder sowas gegen Hoffenheim. Das werden wir sehen. Ich bin sehr gespannt. Das ist meine Meinung. Das sind meine Noten. Wie ich schon sagte eingangs, am Ende des Tages ein verdienter Sieg für uns. Wenn auch natürlich knapp. Und so wie das Tor gefallen ist, vielleicht ein bisschen glücklich. Ja, aber so ist Fußball. Ist Gladbach halt einfach auch bestraft worden für ihre erste Halbzeit, wo sie nur da standen und die Null versucht haben zu halten. Im eigenen Stadion. Das ist dann auch schon ein bisschen wild. In diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Habt einen schönen Rest Samstag oder einen Rest Sonntag oder einen Rest Montag, je nachdem, wann ihr das Spiel seht. Wer Bock hat, Montag 18 Uhr live auf Twitch.
quatschen wir noch ein bisschen über unseren FC Bayern, blicken zurück auf das Spiel gegen Gladbach und blicken voraus auf das Spiel gegen Hoffenheim. In diesem Sinne, haut rein, bis dann, tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.